Easy, Bro, let's go. Also, warte, du musst mir glaub. Schau, warte schon. Ich kann jetzt ein Live-Kombo mit dir starten. Aber wirklich 15 Minuten nach der Musik, okay, easy, alright, alright, alright. Yo, Geht's? hörst du mich? Ja, Mann. Du mir auch? Alles, ja, alles gut, alles gut. Ey, fett. Wie läuft's? Gut, ist ja Sonntagabend, kann ich auch verstehen, dass wir schnell einen Quick Talk machen, so. Ja, voll, Mann. Ist Ja, geil. ja, hure viel bügelt die letzten, darum nicht so hure viel Musik gemacht, so, aber, Schon. Aber easy, wenn, easy. voll. Bist du dann am Ding, bist du dann ein bisschen am Beats, bist sowieso, als erstes so für die das nachher vielleicht auch werden sehen, so, weil wir das recht spontan gemacht haben. Ja. Würdest du dich vielleicht schnell vorstellen, unter welchem Producer-Track, Producer-Tag oder Beatmaker-Tag du irgendwie am Arbeiten bist, offiziell oder öffentlich? Ja, echt Z-Maka, Mann. Ist echt der Okay, Z-Shit. Die neue okay, Welle. das ist es, Ey, Mann. okay. Also, keine Ahnung, das Ding ist halt, vorher bin ich mehr so ein bisschen, habe ich wirklich das wollen so ein bisschen rausbringen und so, und wollte wie ein bisschen, wie soll ich sagen, Attention holen, so in dem Sinn. Und jetzt habe ich so wie Okay. gemerkt, irgendwie, jetzt ist mir so wie egal geworden. Und jetzt habe ich echt Mhm. viel mehr Bock, aber jetzt mit gewissen Artists, die ich picke, mit denen wirklich etwas zusammen So, aufzubauen, eigenen Sound zu machen. Und das wird doch ein bisschen exklusiv behalten, so, ja, jetzt null, ein ja, bisschen aber auch so, selektiv, oder? Hast du mir ja auch mal gesagt, so ein ja, bisschen voll. zupassen und so. Ja, ich habe mir darum Okay. schon mal überlegt, so wie Beats dort zu machen und so. Und dann habe ich wie gefunden, ja, keine Ahnung, man, dann kann irgendjemand den Beat abladen, irgendjemand Ja, irgendwie drauf, du hast keine Ahnung, so. Du hast mhm. keine wie Qualitätskontrolle, weißt du, was ich meine, so. Ja, Und so kann voll. ich wirklich mit Schön. Leuten arbeiten und wirklich zusammen schauen, dass man etwas Gutes macht. Und ja, dann schaust du halt, wenn es nicht genug gut ist, dann lässt man es halt dann vielleicht mal sein und es kommt gar nicht raus, so. Verfolgst dann auch die Philosophie, dass im Studio willst du sein mit den Künstlern und Und dass das wie so 100%. 100%. zusammen viben muss, so. 100%. Weil, eben, das ist, ich habe es gemerkt, so, weil ich habe viele Sessions gemacht jetzt. Und es ist jedes Mal, mit jedem Artist ist so verschieden einfach. Je nachdem, mit wem ich im Mhm. Studio bin, habe ich einen anderen Vibe, andere Inspiration, weil meistens, eben, lasse ich mich echt mehr vom Künstler selber wie im Moment inspirieren. Und mache dann Okay. aus dem raus etwas, als dass ich irgendwie, ja, so sagen, okay, dann mache ich jetzt so Type Beat oder so. Ich gehe das wirklich immer Mhm. sehr unique an, wie soll ich sagen. Aber man geht Okay. sich zusammen an und es entsteht etwas. Und dann, entweder Ist gefällt es jetzt auch uns. nicht so, wenn, kommen viele dann auf dich und hittet dich so mit, trotzdem dann dennoch mit, ey, Type Beat, machen wir einen so wie Post Malone Type Beat oder so, oder ist es wirklich, Ja, ich habe weißt echt du, den hast das Leuten auch einfach sagen, so, ich habe echt mein Shit, so, ich schicke dir das und wenn es nicht passt, passt es nicht, so, aber ich mache nicht irgendwie Post Malone Type Beat oder so, das mache ich. ja, okay. Es soll Aber etwas ich kann, Eigenes werden, ja, oder so voll. ein bisschen. Aber das Einzige, was wäre, ist wie wenn ich mal ein Beat mache und nachher im Nachhinein merke ich, okay, wenn ich dann höre, so, okay, der würde noch zu dem passen. Wenn ich dann jemandem würde schicken, der würde fragen, könnte ich ihm schon sagen, ja, ich habe so etwas, was noch in diesem Stil ist. Aber ich würde niemals Okay. jetzt einen Beat angehen, so, ja, okay, ich mache jetzt den Beat, der so tönen wie für Future oder wie für Ghana oder. Verstanden. Verstanden, ja. Und kommst dann aber teilweise schon mit Pre-Made-Sachen, also weißt, wir reden ja heute ja ein bisschen über das Songwriting oder den Mhm. Beatmaking-Prozess reden. Hast du auch so Pre-Made-Sachen auf Reserve, wenn du im Studio bist mit diesen Künstlern, oder ist vieles davon neu, wo entsteht meistens? Und ein bisschen darauf an, mit wem ich arbeite. Jetzt eben mit dem Chico ist es halt wirklich so, Chico Chicago, mit dem habe ich jetzt eben vor 2 Monaten haben wir angefangen zusammen Musik zu machen. Und Mhm. darum ist echt fast jeder Track ist so wie gut entstanden und man hat es echt dann gut gemacht, so zusammen. In dem Fall Nice. habe ich wie keine Reserve wie für ihn gehabt. Also man hat echt jedes Mal gut gemacht und er hat halt genommen, was Okay. er gut gefunden und was nicht, halt nicht so. Aber das Okay. war echt jetzt mit dem so, gewesen, weil er halt auch in der Nähe wohnt und ich kann easy echt mal rübergehen und dann macht man schnell eine Session und es halt so spontan behalten. Weil eben mit denen von Lausanne ist es dann auch ein bisschen schwieriger gewesen. Erstens halt schon nur, weil man muss schauen, dass es für beide passt und er müssen sicher auf Mhm. Bern kommen oder ich auf Lausanne gehen. Und bei denen ist es Mhm. dann schon so, dass sie meistens
jetzt bei diesen paar Sessions, wo ich halt teilgenommen habe, bin ich schon hergegangen und ich habe 10 Beats parat gehabt, so. Aber wo ich auch Okay, schon du hab hast schon. gedacht, wo ich halt gemacht, wo ich dann gefunden habe, okay, so, ich kann mir jetzt seine Stimme noch so drauf vorstellen, oder Ja. ich gehe schon so mit einer gewissen auch Challenge an Künstler, so. Ich wollte ihm nicht Mhm. einfach so eben einen Beat geben, den er will, so, ich probiere meinen eigenen Shit zu machen und er challenge ihn ein bisschen, also, es wird nicht immer Ja. einfach sein, weil manchmal ist es ein bisschen ein spezieller Bounce, spezieller Groove. Und es kann Okay. dann auch nicht jeder drauf, so. Darum, das ist nicht Ja. das, was war mit dem Chico Chicago, er hat mir etwas geschickt gehabt, wo ich mehr im Sinn hatte, eigentlich für französischen Rap getroffen. Okay. Und dann, habe ich ihm das echt gleich mal geschickt, also gesagt, also, dann wir sind dann im Studio zusammen gewesen, und dann habe ich so gesagt, ja, schau, ich mache echt so für die Franzosen, so, für die von Lausanne, mache ich so ein bisschen so etwas. Und Mhm. dann, er Mhm. so, also, komm, wir machen mal so einen Beat. Und dann hat er es noch gefühlt, und dann ist er heimgegangen und hat mir am Abend noch gut so, eben, das Skit geschickt. Also, dann schnell Oh, einen nein. Verse Du und hast gerade Vocals drauf aufgenommen ein bisschen und schon voll. getestet. Und So. dann hat es eben, dann Okay. hat es echt hure geil getönt. Und es hat dann echt so das Bild für mich voll geändert, weil ich das wirklich so wie im Kopf hatte. Okay, der Shit ist wie für Französisch und der Shit mache ich wie so. Und Ja. nicht, dass er hat wie können auf das hoppen und das so gekillt, habe ich wie gefunden, shit, man, so. Da kann man wirklich etwas machen, so. Und darum fängt es so hure mit ihm Musik zu machen, weil ich eben auch so wirklich kann experimentieren und wir zusammen etwas machen und ich nicht so Okay. muss hergehen mit so, ja, der will so eine Art Beat und das ist es und sonst geht's nicht, so. Okay. Hast du dann das Gefühl, Deutschschweizer sind experimentierfreudiger als die Westschweizer? Oder ist irgendwie so, siehst du dort Unterschied aus Produktionssicht? Oder Mm, Rapper oder Künstler, wie sie auf Beats, mit Beats umgehen? So? würde ich jetzt Oder? nicht unbedingt sagen, aber ich glaube, es hat mehr damit zu tun, was ich für eine Beziehung mit dem Rapper habe, eben, weil ich den Ja, ja. Chicago ich halt, weil ich den schon kenne und ich es echt gut mit ihm habe. Und die von Lausanne sehen mich wie seltener und ich habe die echt Mhm. so eben mal in einer Session gesehen. Es ist nicht so wie eine Freundschaft so richtig fest um, Okay. so. Es hat auch mit Vertrauen zu tun, so ein bisschen, dass man neue Genau. Sachen wagen tut, oder? Voll. Also eben ich Okay. auch so ein bisschen, dass sie wie, ich weiss jetzt vom Chico Chicago so, der hat doch ein bisschen den Wert, wie er kennt, so, und wegen Okay, dem okay. will er wie auch nicht, dass sie, will er mich wie nicht einschränken er durch, so wie er will so, Verstanden. genau, und das ist halt echt so das, was bei ihnen, wo ich ihnen wie noch ein bisschen mehr muss wie zeigen, so. Okay, okay, Hey, okay. Ari Fitness, Salutations, der Rosan, ja. und, Cool. Für die, die da noch einschalten, wir haben schnell einen Producer-Talk machen, oder da auf dieser Podcast-Serie werde ich ein bisschen mit neuen, begabten Songwriter und Producers und Beatmakers auch ein bisschen reden. Und, der Simaka ist da vorher schnell drin gewesen und hat sich da bereit erklärt. Darum cool, dass du schnell Zeit genommen hast, An. Aber wenn du schon mit etwas kommst, Amix, hast dann, ist das schon irgendwie so zu 70-80% strukturiert oder sind das meistens irgendwie so 8 Bar Samples, Loops, einfach neue Ideen und du arbeitest nachher die Songstruktur gerade 1:1 mit dem Künstler oder Künstlerin aus? das ist eben auch unterschiedlich. Das ist so etwas, was Okay. ich aber finde, wo bei mir noch so ein bisschen an Professionalität wie fehlt. Weil ich eben manchmal Mhm. so ins Studio gehe und es ist noch nicht eben ganz strukturierter Song. Und es ist vielleicht erst so Mhm. 16 Bars oder so. Mit einem kleinen Mhm. Aufbau und der Drop und dann ist echt der Drum Loop drin, so als Pattern. Mhm. Und Mhm. ich weiß nicht, ich habe echt gemerkt, so wie, wenn du schon nur ganz wenig Arrangement machst und schon ein bisschen mehr so Abwechslung reinbringst, ist es echt schon nur für das erste Mal hören, hinterlässt der Beat einen völlig anderen Eindruck. Und darum probiere ich Voll. jetzt schon mehr, dass wenn ich echt eben mal Beatpacks mache, dass das wirklich fertig strukturierte Beats sind eigentlich, weil direkt, Was ist so für dich das Minimum an einem fertig strukturierten Beat? So ein bisschen, also welche Sektionen braucht es für dich, dass es so nach einem, weißt du, nach einem Song-Arrangement tönt? So. Es ist ja immer ein bisschen anders, aber ja, ich gehe da im Fall sehr nach Gefühl. Ich bin da nicht so, ich schaue echt, dass es wie auf die 4 oder 8 Zeit so wie aufgeht, aber ich gehe dort extrem nach mhm. Gefühl. So, Energie her macht es echt irgendwie Sinn. So. Ja, Also, okay. Für dich auch musikalisch, so wie das dann tönt, so macht es dann ja, Sinn, so im genau. Kopf. Okay, easy, spannend. Okay, oder so, und du hörst dort den Songs. Fehlt dir etwas Explizites, wo du kannst konkret sagen, so, was in der Schweiz noch fehlt, so? Ja, ich würde echt sagen, die Leute sind immer noch zu wenig am Ausprobieren. So. Und sie wie, ja, aber ich Mhm. glaube, das liegt echt mehr daran, dass
echt in der Schweiz noch so viel, man legt so viel Wert eben auf die Wertung der Leute so, und darum getraut man sich vielleicht nicht, hure spezielles Zeug zu machen, weil man wie denkt, ja man, was denken echt die Leute nachher, wenn ich mit so etwas umkomme und so. Ich glaube, das spielt sicher auch eine grosse Rolle, so, dass man echt wie sich noch nicht so getraut, echt mal einen Fick zu geben und irgendetwas auszuprobieren, was vielleicht mal eigentlich hure high ist, aber ja, ich habe das Gefühl, eben, das Publikum braucht dann einfach auch seine Zeit, bis sie den neuen Sound checken oder so. Hast du dann das Gefühl, dass man dann viel zu voreilig vielleicht teilweise das auch schon kommuniziert, um irgendwie Feedback erhaschen, weil es gibt ja immer so das Ding, du postest etwas auf Instagram, oder, und nachher hast du schon Feedback, aber vielleicht ist das gar noch nicht richtig fertig, ausgefeilt, auch der Song oder die Skizze, an der du schaffst. Aber du bist ja auch schon in dem Trotz, dass du das vielleicht draussen haben, so halb, und nachher, hast du geht ja dort auch vielleicht etwas von der Qualitätskontrolle verloren, oder irgendwie so, Ja, das schnelle aber ich glaube, es ist nicht wie mehr in der Schweiz als in anderen Orten. Ich glaube, Ja, das kommt dann wie überall genau so vor. Ich kann mir vorstellen, dass überall dann sagt, ja, okay, nein, der Track muss jetzt mal raus, und das ist jetzt nicht so die Schweiz bedingt, aber ich glaube echt eben, hier so, die Leute haben noch so Angst vor dem Judgment, so ein bisschen. Okay. Und da muss man vielleicht einfach die Ausseneinflüsse einfach abschalten können oder ignorieren können und einfach weitermachen mit seinem Shit, oder? Aber ich sage das jetzt, es klingt zwar negativ, aber ich sehe auch, Nein, so gut überhaupt nicht. ich sehe auch so, wie sich gut am entwickeln ist, so, wenn ich so zurückschaue, wie sich das jetzt verändert in den letzten Jahren, muss ich schon sagen, man geht schon in eine gute Richtung, aber wenn man es jetzt vergleicht, eben mit anderen Ländern, habe ich das Gefühl, ist man in der Schweiz schon immer so ein paar Jahre hinten drin, so vom Movement her. Und weil man eben wenig Offenheit gegenüber neuen Genres und so. Ja. Macht es dann für dich jetzt aus Musikfansicht, macht es mehr Spaß heutzutage, Schweizer Musik zu hören, als vielleicht auch schon vor 2 Jahren so? Ja, ich bin dadurch ein sehr schlechter Maßstab, weil ich habe eigentlich sehr lange nicht Schweizer Musik gehört, so. Ja, aber genau wegen dem ist es eben spannend. So, das hätte ich mir ja können vorstellen, weil du ja ein bisschen zu den jüngeren Garden noch gehörst, oder so. Oh. Also ich könnte mal meinen, ohne dir Worte ins Maul zu legen, so, aber bei mir ist es ja vorher auch so gewesen, vielleicht ist früher recht vieles noch corny gewesen, oder? So ein bisschen gringy. Ich weiß nicht, so. ich bin halt von Frankreich, wo ich eigentlich schon immer viel mehr Franz-Trap und so pusht. Es hat auch die Influence in meine Musik. Und dann auch UK-Shit, ja, echt das Zeug mehr gefühlt, so. Und ja, echt eben, wie du hast gesagt, so ein bisschen, das Schweizer Rap noch ein bisschen zu corny gefunden. Man hat noch nicht gewusst, genau wie die Sprache auch richtig anwenden. So. Aber ich glaube, das kommt eben immer wie mehr. Ich sehe immer wie mehr so ein bisschen versteckte Talente und so, wo vorkommen. Cool. So. Sehr geil. So. Ja, ich glaube, das wäre so für die spontane Runde ein bisschen alles. Cool, Also, dass ja, man. du bist. Ja, gerne. Gerne. Ich finde es spannend, was du da mit dem Chico Chicago machst, was du da machst. Das kann ich alles supporten, so, wenn er irgendwie auf Mundart oder wenn die Schweiz, wie du es auch ein bisschen gesagt hast, so die eigene Wave erschaffen, so eigene Identität, finde ich etwas ganz Geiles. So. Willst du noch etwas loswerden, Marco, bevor wir da aufhören? Ja, ich mache echt so noch schnell eine kleine Promo und echt... Mach deine Plug. Ja, alle Leute, die supporten, das sowieso. Ich sehe jeden von euch, Merci an euch. Und eben, das ist jetzt neue Welle, das Zeug kommt gleich, so, schaut, so, Neujahr, also, 31. Dezember, hat Chico Chicago hat eben einen Gig dann im Gaskessel. Gönnt nach Tickets, das wird so ein bisschen, wir machen eine fette Party und es wird eben so ein bisschen auch Release-Party vom neuen Shit, so, drum, Nice, okay. Bereit, so. Sehr geil. Shit wird hart, so. Dann sind wir alle gespannt. Sehr geil. Ja, wir freuen uns auch schon, das mit den Leuten zu sharen. Ja, vor allem so auf Ende Jahr hin, gell, kannst du so nachher auf alles anstoßen irgendwie, so auf das schöne Jahr und alles. Gut, und bei dir? Arbeit, so. Genau. Sehr nice. Ja, hey, also, in diesem Sinne, ja, danke fürs Zuschalten da, für die Leute. Cola Podcast, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Simaka, we are out, würde ich sagen. Checken, hat hure hilfreiche Infos zum ganzen Swiss Game und so, man. Checken. Aber supportet da eure lokale Soundarchitekten, wie ein Simaka da unten im Bild. Merci, man, merci. Also,
Ja, Peace, hey. peace. Schön, ciao zusammen, ciao. Ciao, ciao. So, ich würde sagen, für heute Abend ist mal fertig. Für die da noch zum Schluss eingeschaltet haben, der Cola Podcast ist ein Schweizer Musikbusiness-Podcast, wo sich um allerlei Themen handelt, zu der Schweizer Musikbranche oder für Künstler, Künstlerinnen, die daran interessiert sind, ihre Karriere zu starten in der Schweizer Musikwelt. Darum gehen in der Bio abchecken, den Link, einen YouTube-Channel gibt es auch noch, Cola Podcast. Und ich würde sagen, für heute sind wir draussen. Peace out.